Grüß dich zurück bei Fallout 4. Ich habe jetzt müssen nochmal neu anfangen. Ich habe ein kleines Problem gehabt. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Ja, bitte schön, dann ab mit dir durch die Mitte, du Bixen. Und zwar folgendes. Das wird heute eine etwaig längere Episode, beziehungsweise ich werde sie in 2 Teilen teilen. Kann man das so sagen? Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg Okay, der Menschheit funktioniert schoben. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Werk der stählernen Bruderschaft? Ist das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was sind Synths? Ich tue jetzt einfach einmal, als wie waren wir komplette Trotteln. Synth. Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann, haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Angst vor Synths? Hört sich an, als hättest du Angst vor Synths. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Ach ja, für alles hat er Ausretter-Dance, ha? Also ein Vogel, du. Und zwar folgendes. Ich habe nämlich was vor heute. Und zwar, wir werden jetzt da die Mission machen. Wir werden dann in Richtung Red Rocket springen, wenn wir diese Mission erfüllt und erledigt haben. Der Zu Laden hier ist ziemlich ruiniert, aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, will ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. ja. Du kannst freigeben und ich werde mich da bedienen. Und in die Messis gegangen, man. Ja, Cozy. Das Spiel ist jetzt seit 2015 heraus, ergo über 6 Jahre beim derzeitigen Stand. Und ich habe noch nie was anderes gemacht in dem Spiel. Vorher auf Konsole, jetzt am PC. Oh Gott, ist der dämlich. Und zwar habe ich mich heute was Besonderes vor. Und zwar, wir werden dann nach dieser Mission zu Red Rocket springen, werden den Charakter ausräumen und danach werden wir die erste größere Baurunde machen, und zwar in Sanctuary, genau. Du hast jetzt richtig gehört und vernummer erst, gell? Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Du fauler Sack, du. Ich soll arbeiten, ich soll hakeln und du... ja, wir werden unsere erste Baurunde machen. Das Problem an der Baurunde wird aber sein, dass ich dir, wenn es dich interessiert, in der Videobeschreibung habe ich dann einen Zeitlink oder die Zeitkoordinaten, wie man so schön sagt, wo du dann umspringen kannst, wenn dir diese Episode dort zu langweilig ist und du es noch langweiliger haben willst mit der Baurunde, dann musst du halt dort hinspringen. Oder wenn dir die Baurunde zu langweilig ist und du dir dann denkst, das Chaos, was ich da veranstaltet habe, ist nicht so langweilig wie die Baurunde, dann kannst du hin und her springen. Das ist mir dann wurscht. Aus. Erst oder? Mit Selbstironie läuft doch der Kanal nicht. Zwar kein General Atomics, aber doch recht passabel. Ja. Eigenlob stinkt, Cozy. Ich hoffe, du hast ein gutes Parfum mit. Gut. Ja, Englisch interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Dann brauchen wir dieses Terminal.
gell? Laborsteuerung, Sicherheitstürsteuerung. Ja, Tür öffnen. Ja, Herst, das ist ja... Es ist ja Flotowitsch gegangen, Herst, da. Da, bitteschön. Initiiert. Hab sie in die Hölle zurückgeschickt. An Victoria! Noch alle am Leben. Was? Spatenklaptotum? Na bitte, Gorsch, jetzt haben wir es benannt. Du musst aufpassen, der Tanz ist ein Wütsau. Boah. Keine Gefangenen! Wer oder was auch immer sie sind, Na ja. Bewegung ist das da draußen seltsam. Möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Wie interessant. Sind getroffen! Au! Sind bestätigt. Na wirklich, Cozy, du bist ja ganz so schlaus. Schalt sie aus! Aus! Beginne Terminierung der organischen Lebensform. Hey, Terminator, pass auf! Boah, schau, er duckt sie, wie intelligent. Was für eine bravouröse Vorstellung. Ja, nicht von mir. Da ist eine Waffe, die lassen alles liegen. Die sind still. Du kannst aufrahmen. Die lassen alles fallen und dann kannst du wieder aufrahmen. Mhm. Schauen wir mal. Aber eigentlich, Cool. ich habe jetzt mal nachgeschaut. Im Prinzip erscheinen meine Videos, wenn du jetzt da zum Beispiel Fallout 4 hernimmst, alle 10 bis 14 Tage eine Episode, gell? Die verdammten Synths haben sich hier überall festgesetzt. Ja, wirklich, sie sind wie Darmparasiten. Jetzt erscheinen meine Videos pro Episode, jetzt zum Beispiel eben Fallout 4, alle 10 bis 14 Tage, je nachdem. Ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, ich mache diesen Schwachsinn jetzt seit 2 Jahren. Ich glaube seit 2 Jahren, oder ist das schon... Ich muss halt nachschauen, den Kanal seit 2018, glaube ich, sind das jetzt schon 4 Jahre. Oder? Mir sollte mal hinkommen. Ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, ich war noch nie glücklicher mit einem Sendeplan wie mit diesem. Warte mal kurz. Enter verlassen. Das machen wir später. Erstens einmal, ich hab Zeit. Und zweitens, je mehr Abstand zwischen den Aufnahmen liegt, desto mehr habe ich Lust auf die Spiele. Komischerweise, ich weiß aber nicht warum. Es weiß ich aber nicht, wo ist denn der Dance? Ah, der Dance ist ja schon vorgegangen, gell? Der Dance jetzt schon wieder immer irgendwo mal dumm. Der Dancer, der... Your country needs you. Na bitte, jetzt war's das. Also, denk an meine Worte aus Fallout 4. Dein Land braucht dich. So. Egal was du tust, egal was du machst, dein Land benötigt deine Hilfe. Der Marmit hat die Salutfinger. Herrlich. Ach, das ist ja... Das spreut und streut wie... weiß ich nicht was. Das wär's. Na, habe die Ehre. Das Schloss sieht stabil aus. Ja, mein Schatz. Ich Den Code kann ich nicht knacken. Ja. Den Code kann sie nicht knacken. Dafür geht sie abends ganz schön kacken. Aus! Mit dir los. Langgesoffenheit oder was? Wo ist denn der Dance? Hey, Dance, du Rübe! Wachsam, da vorne sind Geschütztürme. Ja. Dankeschön. Gibt's da irgendwas? Na, da gibt's nur irgendwas. Verdammt! Verdammt! Wow. Achtung, sie haben sich getarnt. Ziel vernichtet. Paladin Dance. Sei still. Er wimmelt es nur so vor Feinden. Ich gehe jetzt trotzdem ein und versteck mich. Hörst du das? Da drüben! Zugriff! Bedrohung ausgeschaltet!
Weißt du was? Er ist wie ein Schoßhund, er ist wie ein Wachhund. Den du das selber angezüchtet hast. Stelle das Feuer ein. Follow Paladin Dance. Wir werden ihm folgen, gell? Nur, dass du gerade Bescheid weißt. Folge Paladin Dance. Denn als normaler Mensch hast du kein eigenes Gehirn, um zu wissen, wo du eigentlich hin musst. Drum musst du ihm ja auch folgen. Haha. Mechaniker-Terminal, brauchen wir alles nicht. Wir sollten eigentlich unseren Sohn befreien. Aber wie heißt es doch so schön? Es ist in jedem Fall spannender als die Arbeit im Haushalt. Aber, Cozy, du überbewertest das ein bisschen zu sehr. Weil ob ich jetzt daheim zusammenrahm und einen Scheißdreck wegram oder da alles mitnehm und das wegram, ist für mich kein Unterschied. Aus dem Weg, du Song. Und während wir bauen in der nächsten Ausgabe, möchte ich ein bisschen was loswerden. Genau, nichts Schlimmes, nichts Tragisches. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das da im Hintergrund. So entspanntes Bauen, ein bisschen hinhucken, der Charakter ist müde, dem stehen schon die Falten auf der Stirn, gell. Nehmen wir natürlich alles mit. Hey, Dance, du Suppenwürfel. Grauslicher. Ja. Wo ist denn der? Oh, weißt du was? Er kann halt da unten warten, ich werde da weitermachen, gell? Nur, dass du gleich Bescheid weißt, wo die Richtung hingeht, gell? Das heißt, das Spiel heißt nämlich nicht Fallout 4, das Spiel heißt Follow 4. Mhm. Hä, was? The walls have ears, communists are listen, okay. Die armen Kommunisten, überall haben sie einer Ohrwaschel, überall. Ich verstehe, was sie das nur bringen soll, wenn die Kommunisten überall ihre Ohrwascheln aufhaben, hä? Jetzt stell dir mal vor, da von diesem ArcChat da, der CEO, das heißt dann einmal der oberste Chef, gell? Das heißt ja heute CEO, keine Ahnung, steht das für gemolkene Kuh, ich weiß es nicht. Jetzt stell dir vor, der poppt zu Hause seine Frau. Was interessiert die Kommunisten? Des Gestöhnes Frauchen, des Frauchens Gestöhne, hm? Überleg dir das ganz genau und dann sagst du mir den Zusammenhang. Aber bitte nicht morgen oder übermorgen. So, genug Blödsinn geschwafelt. Mittagskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Ja, dann hab ich da mit dir, du Eumel. Unser Paladin Dance. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Du bist das so ein Schlaukopfmeister, ehrlich, dass du Paladin worden bist bei der Bruderschaft, das wundert mich, ehrlich. Unser Charakter ist zeitweise jetzt blöd, dass er über die Straßen geht. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Wow. Dance, du hast wirklich Wissenschaft studiert. Und wenn du es genau wissen willst, das ist eine Vorkriegsrakete. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ja, genau. Die haben aber noch nicht meine Fürze gehört, das ist so ähnlich. Mhm. Also die Kräfte dahinter. Aus. Ausgezeichnet. Ja. Den kannst du eher verkaufen, den Scheiß. Getreu dem Motto, in der Kürze liegen die Fürze. Getreu dem Motto, in der Kürze der Fürze liegt die Würze. Ja, Cozy, da mache ich extra sogar die Tierze, damit du nichts sagen kannst. Der Cozy macht mich fertig.
Ich sag da was, es wird Zeit für einen neuen Begleiter. Wir holen uns Wenden. McCready. Es ist ein, McCready ist aber die größte Warzen, die von da bis Texas herumläuft. Obwohl wir da in Boston sind. Na gut, Amerika halt, ne. Aber, wurscht. Wir wollen das Ganze nicht verallgemeinern, gell. Also, welche Sicherung fällt? Aus. Farm 2. DECK. MANY. Nö. FOLD. No. DUEL. No. Part. Hä? Entweder... ich käme jetzt nicht mehr aus. Entweder ist es... wenn bei Farm und Part AR, dann ist es AR. Sagen wir Warm. Spiel One. Cool. Das ist eine geile Sau. Also das haben wir gefunden hat, das wundert mich wirklich. Da, bitteschön. Prozid du der Kontrollraum. Des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Na, bitteschön. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. 4. Tarnfähigkeit. Faszinieren. 3. Greifer an. 2. 1. Triebwerk wird gezündet. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Und was ist mit den anderen 3,2%, ha? Oder war wahrscheinlich er im Weg? Oh mein Gott. Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Naja, bitte. Wenn ein Dance sagt, dass noch alles dran ist, hat er sicher noch alle Latten am Zaun. Jetzt war's das. Jetzt haben wir's benannt. Dir sag es. Ob da das nehmen wir mit. Die Fusionszellen nehmen wir mit. Die sind eine relativ gute Quelle dafür, gell? Die ewige Quelle des Lebens. Komm her, da. Was haben wir da? Der ist leer. Da ist noch ein Pistölchen und da ist noch ein Pistölchen. Ja, erst, das ist ein pistolenreiches LP, gell? Jo. So da. Bla 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 bla. Jetzt müssen wir den wunderschönen Ort hier verlassen, gell? Ach du Scheiße. So. Bitteschön. Auf Wiederschauen. Pass auf, Telepathie. Naja. Dann eben nicht. Achso. Eine Ballerei haben wir noch vor uns. Ist da jemand anwesend? An mir kommt keiner vorbei, aber ich bin der Erste, der da reinrennt, ne? Greife. Huh. Kommt schon, ihr Schrotthaufen! Ja, der Schrotthaufen sitzt vor Maus und Tastatur. Ja, da staunst du, wa? Der letzte. Verdammt! Ich sehe das Ding nirgends. Untersuch mal die Überreste der Sins. Sie waren vielleicht auch hinter dem Sender her. Junge, ich weiß nicht. In diesem Spiel bist du der Sklave, hä? Ach
sowas Blödes, aber aha. Wo ist denn der Sünd? Da ist ein Sünd, der hat das Sündteil, was wir brauchen. Oder Radioantennenteil, weiß ich nicht. Okay, Radio im 2021er, 22er Jahr. Naja, das erinnert eher an eine mittelgroße Katastrophe. Hä? Den hat er normalerweise als Sünd. Sag einmal, jetzt schon komplett Muschi. Komplett Sushi. Wo ist der Sender bitte? Den hat er normalerweise als Sünd an Bord. Ah, der war's. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Ja, Meister, ich krieg eh schon Kopfweh. Bei deiner ewigen... Ah, da. Bei deiner ewigen Herumkommandiererei, da wird mir jetzt schon ganz schlecht. Baba. Haha. Paladin Dance. Das wird nur mehr der Cozy. Kotzwürg, wo bist du? Boah. Der Mensch ist so pfeilschnell, da komme ich oft gar nicht mit, was der sagt. Weiter geht's. Ah, da nehmen wir alles mit. Ja, okay, so kann man sich seine letzten Momente im Leben auch verköstigen, ha? Man setzt sich einfach in ein Eckerl mit viel Schnaps und Zigaretten oder Bier oder Wein oder weiß nicht, was der getrunken hat. Und dann wartet man aufs Dahinseichen, gell? Kann man es natürlich auch machen. Okay. Ich weiß es offen und ehrlich gesagt nicht, ob sie nicht gleich tun würde. Wenn ihr seht, dass die ganze Welt zugrunde geht, na, ist das die letzte Alternative, sich schön zu machen. Paladin. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Besser. Ich weiß nicht, ob man... Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir waren nicht aufmerksam Ja. genug. Wir wurden mehrfach überrascht. Das ist nicht akzeptabel. Mit deiner Waffe hatten wir aber genau den Vorteil, den wir gebraucht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Mission allein hätte abschließen können. Gutes Team. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Okay. Brauchst du das nicht? Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Kurzen Einschub. Und zwar, ich werde der Bruderschaft jetzt noch nicht beitreten. Später. Wir werden dann den Bruderschaftsstrang der Geschichte ein Stückle weit verfolgen, bis zu einem bestimmten Punkt. Das werden wir auch bei den ganzen anderen Fraktionen machen. Alles bis zu einem bestimmten Punkt, damit ich zu einem bestimmten Punkt hinkomme, dass mein Pfad weitergeht. Genau. Also dann, unsicher. Ja. Ich weiß nicht. Es gibt hier eine Menge Faktoren, die in die Entscheidung einfließen sollten. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück. Call to Arms. Jawohl, Baby, wir haben seine Waffe und nun, ja, wie versprochen, wir reisen jetzt da. Datenkarte. Wir reisen jetzt mal in Richtung Rote Rakete. Und zwar daher. Ja. Da gibt es einiges zu besprechen.
So, angekommen in der roten Rakete, räumen wir nun unseren Charakter aus. T. Sehr gut. Ein bisschen was bleibt noch über, das machen wir dann später. Ich werde euch da jetzt einmal kurzweilig verlassen. Werde einen Schnitt setzen und dann werden wir in ein anderes Kapitel übergehen. Ich werde das jetzt als kleines Special anhängen. Und dieses kleine Special werden wir dann in Sanctuary abhalten. Genau. Ich wünsche dir was und bis gleich. Baba dabei. Oh lady, lend your hand, I cried. Oh, let me rest here at your side. Have faith and trust in me, she said, and fill my heart with life. There is no strength in numbers, have no such misconception. But when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black coat disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I think upon that windy day. Und mit diesem Ausblick kriegst du zurück zu Fallout 4. Ich habe da versprochen, ein kleines Special, unter Anführungszeichen, oder was Nachträgliches zur letzten Mission mit Paladin Danse. Wir werden heute hier in Sanctuary so 30 Minuten ein bisschen was bauen. Ganz dezent, wie du im Intro schon gesehen hast. Unterlegt mit Uriah Heep's Lady in Black. Ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut dazu. Ja. Und es ist halt... Warte mal kurz. Jetzt muss ich nur schauen, wie ist dieser Baumodus gegangen. Man könnte es ja einfacher machen, gell? Man könnte einfach hier nachschauen. Aha! Schurke mit der Gurke. Verwerten. So. Ja, ganz dezente Baurunden. Ich habe mir aber auch ein bisschen gespielt da mit den Chars, nachdem ich in den anfänglichen Proben relative Probleme gehabt habe mit den ganzen Scheiß. Habe ich dann gedacht, ich lasse den Chars und schaue, dass ich wirklich nur wirklich dezent baue. Okay? Also nicht übertrieben, jetzt groß was hingestellt, einfach eine dezente kleine Runde so zwischen rein und dann bauen wir da ein bisschen um. Ich schwafel ein bisschen was dazu und der Rest ergibt sich. Genau. Also sollte ich irgendwann einmal für YouTube sollte ich irgendwann einmal auf die Idee kommen, wie gesagt, was will ich jetzt sagen? Genau. Und sollte ich irgendwie einmal auf die Idee kommen, mir einen Shop zu eröffnen, mit so einem T-Shirt-Shop, wo völlig überteuertes Klumper zum Kaufen gibt. Dann kommt es sicher als erstes mal ein Label raus von mir, wo drinnen steht oder wo drauf steht als Aufdruck, der Rest ergibt sie. Alter, völlige Verkaufsschlager, scheiße, ja. Ja, für den kommt der alte Sud, das ist ja nicht mehr normal. So, ja. Und zwar, ich hab mir trotz Bauen und hin und her und bla bla bla, habe ich mir was überlegt, gell. Ich möchte heute einmal was anderes machen. Man weiß über mich nicht viel. Die wenigsten wissen ein bisschen was über mich. Zwei gute Freunde aus Erfurt, die leider ihren damaligen Kanal gelöscht haben.
wissen ein bisschen was von mir, wissen auch privat ein bisschen was von mir. Bisschen was? Ja, ein bisschen was. Und, Inhalt zur Werkbank übertragen. Ja, was ist zur Werkbank übertragen worden? Ja, da müssen wir gleich schauen, da müssen wir dann gleich schauen. Weg mit der Dusche, weil unsere Siedler sind alles Schweine und die gehen sie nämlich nicht waschen. Genau, solche Blödstüten. Ja, wie man hört, ich bin Österreicher, gell? Ja. Ein kleines 8,9 Millionen großes Ländle, gell? Unterhalb von Deutschland angesiedelt. Und ja, ich bin halt ein stinknormaler Mensch mit zarten 40 Jahren auf den Lenden. Jener, der seit bald 25 Jahren im Arbeitsleben tätig ist und das auch noch immer. Ja, noch immer. Sagen wir es mal so. Also ich habe jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren vor, dass ich in die E-Pension oder sonstiges gehe. Sag einmal. Achso! Ich bin ein Trottel. Im Baumodus kannst du nicht laufen. Nein, ist wurscht. Gut, ja. Obwohl ich mich nicht da noch anhucht, nach 40 Jahren. Ausschauen wie ein Baracken tue ich nicht, gell? Und, ja, was soll ich da dazu sagen? Ich bin 1,65 Meter groß, also, ja, man könnte glatt sagen, Standgebläse sind mir verloren gegangen. Und, ja, was gibt's jetzt viel zu erzählen? Ja, ich gehe Schicht arbeiten und ja, der Rest kannst du dann eh schon vorstellen. Trotz Nachmittag und trotz derzeitiger Nachmittag und Frühschicht. Und ich liebe Schichtarbeiten. Ich freue mich schon wieder, wenn es heißt Nachtschicht. Ich liebe sie über alles. Du hast keinen Chef, du hast keinen in der Firma da, du bist für dich selber allein verantwortlich und das passt. Hast weitaus weniger Stress und hast nicht unbedingt immer irgendwann an der Backe picken. Ja, genau. Das ist der Vorteil an der Nachtschicht. Jetzt bei mir in der Firma. Wo ich arbeite, erzähle ich nicht. Ich sage halt nur, es ist einer der etwaig größeren metallverarbeitenden Firmen weltweit. Mehr sei dazu jetzt auch nicht verraten. Man kann es sich, wenn man ein bisschen googelt, kann man die Firma sogar finden. Ja. Weil mit knapp 45.000 oder knapp 54.000 Mitarbeitern weltweit ist sie nicht klein. Sagen wir es jetzt mal so. Gut. Ja. Warum habe ich mich da für den Scheiß entschieden? Beziehungsweise, es war eigentlich ein kompletter aus der Gaudi aus. Mit YouTube anfangen, das war irgendwie eine Gaudi-Aktion. Ja. Und ich bin halt ein Mensch, wenn mir was nicht passt, dann lösche ich es, gell? Wenn mir was nicht gefällt. Das habe ich schon öfters gemacht. War nicht das erste Mal, dass ich irgendeinen Scheißdreck produziert, den Scheißdreck dann hochlade und dann irgendwann einmal draufkomme, ich will den Scheiß doch nicht, ich lösche ihn einfach wieder. Das war nicht das erste Mal. Allerdings muss ich auch dazu sagen, kurz einen Blick, mir kratzt schon wieder der Buckel. Ja, weißt du, Katzenwäsche ist nicht immer die beste Lösung und genau an der Stelle komme ich nur mit einem Gegenstand zu, wie, weißt du, das sind so die Pickel am Rücken, die dann schon gelb sind, also kurz vorm Ausdübeln. Genau, ja. Jetzt habt ihr was über Hygiene und Ästhetik auch noch gehört von die Hygiene und Ästhetik eines Pickels. Das ist ungefähr so, als wenn da vor irgendeinem Schatz oder wenn da durch, ich sage einmal, ungute Begebenheiten Notausgänge im im Arschbereich wachsen. Genau, die dann bei etwaigen Umständen wieder ein Safteln auffangen. Genau. Ah, du Drecksau. Ja. Genau. Ach, ist das schönste Gesprächsthema, das wir im Anfangen nicht kennen. Oh Gott. Herrlich.
Das sind so lüsterne Analysierungsthemen, die... Ah, ich glaube, eine Mod funktioniert nicht ganz. Ja, weißt du, das ist immer dann, wenn ich mal Wochen nicht spiele, Wochen, im Schnitt spiele jedes Spiel eine Woche oder 14 Tage zwischen den Aufnahmen nicht. Dann fange ich wieder von vorn an und muss mir dann selber wieder alles beibringen. Genau, alles das, was ich dann jetzt in dieser Episode wieder lerne, wieder neu erlernen muss, weil ich vergesse mittlerweile schon so viel. Warte mal, wie ist denn das gegangen? R. Das muss ich mir dann wieder alles selber beibringen, weil ich aber Hirn wie, weiß ich nicht, du sagst mir was und 3 Stunden später habe ich fast wieder vergessen. Genau. Da sieht man, was ich für Interesse habe. Genau. Ja. Wie gesagt, ich wollte das eigentlich schon mal öfters machen, so eine kleine private, so eine kleine Baurunde, was das so, ein bisschen was über sich selbst erzählen. Und wer ein bisschen genauer hinschaut und die Zusammenhänge sieht, der kennt, ja, meinen Musikgeschmack, meinen Stil, wie ich das alles schneit, den Scheiß. Ja. Genau. Also, ich bin eigentlich ein schnell zu durchschauender Mensch. Ja. Simpel, Popo kratzt die Pimpel und ich bin eigentlich, ja, genau so. Ich bin jetzt zwar nicht unbedingt der größte Rhetoriker unter der Sonne, aber mehr... Ich hab die Versorgungsroute schon freigeschalten. Haha! I have an idea. Red Rocket. Na, Red Rocket ist na. Weißt du was? Das reicht. Da man hin, genau. Haha! Schurke. Und in der nächsten Ausgabe können wir dann in der Red Rocket bauen. Genau. Wir müssen da ein bisschen was zusammenrahmen. Du siehst da schaut's aus. Da schaut's aus, hey, weiß ich nicht. Der Putzteufel hätte da seine richtige Freude dran. Genau. So. Ja, da ist sicher ein Mod im Argen. BZW. Ich habe mir müssen aufhänglich da mit den Scheiß ein bisschen spülen mit den Mods, weil jetzt mal, wenn ich nur um einen Pixel so verrückt bin, habe ich schon alles gelöscht. Also nicht das Stück jetzt, wie du es da siehst, sondern habe ich gleich einen ganzen Bodenteil gelöscht, gell. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das soll nicht ausschauen wie Kraut auf Rübe. Na gut, ja. Was will ich da sagen über Kraut und Rüben? Hm? Ja, Rüben ist sie nicht und Kraut, Sauerkraut, ja, das schon. Sauerkraut ist immer gut mit Semmelknödel. Mhm. Und dann Schweinsbraten. Mei lecker, das wär's jetzt, ha? So ein richtig geiler Schweinsbraten. Und ja, ich bin ziemlich oldschoolig unterwegs. So, jetzt zwar nicht in Videospielen. Man gut, Fallout 4 hat er nun mittlerweile auch bald 6 Jahre am Buckel, oder hat's er schon? Wir sind hier im 7. Jahr und ich spiele es noch immer. Welch Wunder. Obwohl es nicht mein Lieblingsteil ist. Nö. Nö, absolut nicht. Wenn du mich fragst, Fallout 3, Fallout New Vegas oder Fallout 4, welches da mein Lieblingsteil ist, würde ich dir als Antwort geben oder gebe ich dir als Antwort New Vegas. Ja. Es hat vor allen 3 die kleinste Karte. Du stehst vor einer, ich glaube, die Karte an sich selber hat nur 6 oder 8 Quadratkilometer. Sie ist um einiges kleiner jetzt da wie hier Fallout 4. Aber die
die Geschichten in Fallout New Vegas entfalten ihr ganzes Sein erst später. Das taugt mir. Und vor allem gibt es Stellen in dem Spiel, die haben wir so einen leicht bissig, wie sagt man, so einen bissig gefernsten schwarzen Humor. Und das liebe ich über alles. Weißt, so einen gesellschaftspolitischen, wir ziehen einfach wir ziehen alles durch den Kakao, was uns nur durch die Finger kommt, oder was uns nur in die Finger kommt. Humor. Ich liebe so etwas. Ich liebe es wirklich. Man, es ist ja auch nicht zum Übersehen, oder? Ich mein, jeder, der mich ein bisschen länger kennt und meine Inhalte, gell? Ich rede jetzt aber nicht von den Inhalten, die ich am Morgen beim Frühstück gegessen habe und die mir dann wieder durch den Kopf gehabt lassen. Ich rede von diesen Inhalten da, die du da siehst die ganze Zeit auf meinem Kanal, gell? Muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich mag es, wenn ich mich persönlich ein bisschen, wenn ich mich selber ein bisschen entfalten kann. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Weltschnellste und der Welt, also ich bin jetzt keiner, der die Videos so schneidet, dass du jetzt da innerhalb von 10 Sekunden 30 Millionen Schnitte drinnen hast, weil was weitergehen muss. Ich bin da eher so ein bisschen... Schau dir einfach meine Intros zu den Spielen an, zu den 5 oder 6, die ich da jetzt schon mittlerweile mache. Insgesamt, dann siehst du, was ich aussehen will. Es soll schon die Musik zum Bild dazu passen und das, du weißt eh, wie das ist, ne? Also auf gut Deutsch gesagt, wie ich schon einmal gesagt habe, Michael Bay für Arme. Ja, genau. Mit wenig Ausstattung daheim. Ich habe nur einen PC und 2 oder 4 oder 5 Programme dazu. Ja, der PC ist ja mittlerweile auch schon 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt. Aber es ist meiner, gell? Der ist nicht gesponsert, gar nichts. Okay, für das habe ich leider das große Problem, dass YouTube meinen Kanal eher schon ad acta gelegt hat, was den Algorithmus angeht. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn ich weiß, die Menschen, die wenigen Zuschauer, die ich habe, kommen zu mir zurück und haben eine Freude mit dem, was ich da mache, anders als es auf YouTube gang und gäbe ist, gell. Da hinten sitzt der Dog mit, falls du noch nicht kennst. Da, schau her. Der klügste Hund von hier bis nach Texas. Gell, mit der Ingenieursbrille oder mit der Fliegerbrille. Ist der nicht süß? Jo. Jo, erzähl uns was, hä, Junge? Mei, schau, ist der nicht süß? Menschenskind, da möchte ich doch auch einen Hund haben. Also einfach einmal ein bisschen locker leicht dahingeschwafelt und wegen mehr habe ich den Schaß jetzt eigentlich nicht gemacht. Genau. Und wenn ich sage Schaß, dann ist es nicht unbedingt gleich zu ziehen mit dem, dass was dumm ist oder dass ich was nicht mag. Na, ich sag das halt einfach so, weil mir gerade in den Augenblick nichts anderes in den Sinn kommt. Genau. So, wir schauen einmal. Was können wir denn bauen? Was können wir bauen? Statuen. Es ist ein Mod, genau. Was haben wir denn da alles? Ich will das ein bisschen nachdrehen. Hallo, kann man das nicht drehen? Nö, anscheinend nicht. Institut. Takahashi Institut Gorilla. Das ist aber nicht Godzilla, gell? Also nur, dass wir uns da einig sind. Einen Gunner, einen Scientist oder auch Tentist genannt. Liberty Prime. Ich hab's ja schon mal irgendwo erwähnt. Optimus Prime ist mir lieber. Power Armor T60, die X01, die werden wir uns auch arrangieren oder engagementieren, genau. Was haben wir noch? Es sind Supermutanten, da haben wir Statue, da haben wir sowas, da haben wir sowas. Es gibt schon einige Mods, die, die das Ganze ein bisschen aufpeppen, sag jetzt einmal, gell. Ja,
Ja, gell, ja, schau da mal Statue, schau. Das ist eine Statue, gell, nur dass du Bescheid weißt. Löwen, Bibapo und tralala. Wie gesagt, wie du siehst, ich achte sehr darauf, dass das Ganze dezent bleibt. Ich bin jetzt keiner, der da stundenlang mit dem Baumodus sich herumschlagen will. Ich kann das in 7 Days to Die komischerweise auch nicht. Obwohl du in 7 Days to Die zig Millionen Möglichkeiten hast. Aber ich tue es nicht, weil ich mit der Zeit irgendwann, weil man einfach denkt, so, jetzt muss er wieder ins Spiel hinein, weil sonst verliere ich gar nicht das Interesse dran. Wir haben ja da noch keine Werkstatt, gell? Nö. BZW, für die Siedler haben wir alles soweit hergekriegt. Warte mal. Kann man da? Nein. Was könnte man denn da einer tun? Ich hab's! Haha! Haha! Schurke mit der Gurke. Level 11. Jawohl, Baby! Wir werden da später unsere Märkte einer da für Sanctuary. Genau. Herrst, Alter, das hast du wieder gut gemacht. Das war wieder eine geschobene Partie, dir sag es. Schau da. Ich habe ja irgendwann einmal verzählt, dass ich prinzipiell gesehen, aus dem Prinzip außer jetzt da, gell, also das darfst du jetzt bitte nicht prinzipiell sagen, sondern aus dem Prinzip außer, ich möchte das anders gestalten, diesmal diesen Baumodus nicht auf durcheinander und nicht wissend, was ich machen soll. Ich meine, ich weiß jetzt sowieso nicht, was ich machen soll. Was soll es? Ja. Oh. Glas, Hightech, Mischstrukturen. Wow, Alter. Batterweg geil, hey. Ich glaube, wir werden diesen Schwachsinn da auf mehrere Teile aufteilen. Warum? Ja. Weil mir sonst nichts anderes einfällt. Ja, das ist nämlich Kunst. Bist du deppert. Das ist Kunst, schau dir das an. Schau dir das an, erst, das ist ja Kunst. Das ist ja wirklich eine Kunst. Das musst du mal schaffen, ha? Alle Bauelemente mit dem Futurismus des Instituts zu verbinden. Ach du Scheiße. Draußen wird es jetzt Menschen geben, die den Kopf auf die Stirn schlagen und sich einfach nur denken, Herrst, Alter, lass uns doch mit deinem Geschwafel in Ruhe, tu einfach irgendwas. Ja, genau. Und na, ich bin privat auch so. Manchen mag es auf die Eier gehen, aber mir ist das egal. Warte mal kurz, ich hätte da was gesehen, schau her. Die USS-konstitutionsbedingte Konstitution, okay. Ja, super. Das konstituiert mich natürlich, dir weiterhin genügend Blödsinn zu verzeihen, dass du irgendwann einmal denkst, Alter, jetzt reicht's. Na, ja, das will man alles gar nicht mehr antun. Weißt du was? Verschwind. Warum soll ich verschwinden, hä? Nur weil YouTube mir meinen Kanal so derbe kaputt macht. Mami. Na. YouTube ist ja brav. Es ist halt immer nur das Problem, viele meiner Ideen sind mittlerweile so aufwendig. Du hast ja am Anfang das Dings gehört, das na, hilf mir. Uriah Heep's Lady in Black, ne? Das hast du gehört. Und da habe ich müssen zuerst einmal mir einen Hintergrund nehmen, da habe ich irgendwas aus meinen Aufnahmen genommen, habe dann dazu ein Dings gemacht, habe dann dazu die MP3-Datei genommen, auf 30 Sekunden oder so haben wir 30 Sekunden ausgesucht,
hab das dann zusammengeschnitten, den Schaß, und hab das dann einmal so probehalber auf YouTube hochgeladen. Da kannst du drehen. Hab das dann gaudehalber auf YouTube einmal hochgeladen und einmal schauen, um einmal zu schauen, wie es mit den Urheberrechten ausschaut. Ja. Und aufgrund dieser Entscheidung haben wir dann gedacht, weißt du was, da ich oldschoolig unterwegs bin, können wir das so machen. Genau. Ja. Aber ich suche etwas Bestimmtes, bevor ich mich da jetzt verquassel. Möbel. Ressourcen. Mhm. Herstellung. Mei geil. Ein Food Synthesizer. Bist du deppert, schau dir das an, Herst. Da steigt die Moral. Da steigt die Moral und das Pimperl steht auch gleich mal dabei, gell? Ja. Aber weißt du was? Geht das da einer, der Schaß? Oder steht das oben drüber aus? Nein, das steht oben drüber aus. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber das könnte man auch da einer tun, schau. Und dann sollte mal wer sagen, man kann im Alter nicht kreativ sein. Mhm. Bist du deppert, das schaut fett aus, ha? Hey Digga! Hey Digga! So, was du bei mir absolut nicht erwarten darfst, ist, dass ich mit dieser neuwertigen oder neuartigen Internetsprache mitlaufe. Weißt du was, da bleib ich aber gepflegt bei meinem Dialekt. Mhm. Hören wir den Wasser? Nicht viel, gell? Ah, siehst, so einen komischen Dings müssen wir auch noch bauen. Ja, natürlich, natürlich müssen wir das alles noch verschönern. Ich glaube, dass wir da in diesen Baumodus oder diese, je nach Größe der Siedlung, dass wir, ich glaube, zwei Teile jemals machen werden und eben mit Zeitangabe, wann was stattfindet im Video, dass du dir das dann auch bequemst anschauen kannst, gell? Dass da die Frikadelle dabei hochgeht und ja, muss ich schon wissen. So, dann mal daher. Muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich finde das YouTube und das ganze Let's Play-Gedöns eigentlich relativ angenehm. War ein angenehmes Hobby, muss ich sagen. Also ich glaube, das können wir dabei so lassen. Ja, wir können es ja noch immer entfernen und ja, eh schon wissen. Ich möchte das Ganze mit dem Baumodus diesmal ein bisschen mehr komprimieren, weißt? Dass man da jetzt 2, 3 Teile macht und nicht immer einen nach dem anderen und dann, wenn eine Siedlung fertig ist, dann ist sie fertig, genau. Aber ich suche gerade was anderes. Das muss da herin sein. Die 3 Generatoren haben wir eh da oben. Da muss es da sein, genau. Wir rekrutieren unseren ersten Siedler. Wie du schon siehst. Ganz auf dezent. Genau. Ganz auf dezent. Ganz auf frech. Kabel verbinden. Hui! Mögen sie kommen, zahlreich in ihren Tun und Sein, was sie halt wollen und mir auf die Eier gehen. Genau. Und wie du vielleicht hörst, ich bin eigentlich bei relativ guter Laune, trotz des Absurdums, was sich halt überall rundum abspielt, weil du es eh nicht ändern kannst. Gell? So. Batsch. Hey, es ist weg. Es ist weg. Jawohl, schau dir das an erst. Bist du deppert? Jetzt stell dir mal vor, das nenne ich klimafreies Zusammenräumen. Ich verbrauche kein CO2, ich verbrauche keine Erdgase etc. Und gut, die einzigen Erdgase, die mir entfleuchen, sind die auf der Keramik. Gell? Also war das Klimafreie auch schon wieder ad acta gelegt, ne?
Jetzt muss man dann bald selber auf die Stirn greifen über den Scheißdreck, den ich da rede. Ja, der ist wirklich ein Scheiß, oder? Überleg einmal. Na gut. Ja, nachdenken darfst du eh nicht. Nein, es ist halt immer... Es ist halt immer... Ja, weißt du, wie das ist. Aus! Hörst du, Alter? Geh nicht so ein Scheiß daher! So. Und du kannst den 7 Days to Die auch viel bauen und hin und her, gell? Aber vom atmosphärischen her, ich brauche da nicht einmal diese komischen Blutmondfallen. Das brauche die alles gar nicht. Ich brauche halt nur ein Gebäude, wo ich mich hinstellen kann, und wenn ich dann weiß, ich bin höher gelevelt und kann ein bisschen mit die Todeln mitfighten, da das auch so machen, gell? Okay, haben wir die, warte mal kurz, haben wir die Läden schon freigeschalten? Lokaler Anführer, Rang 2, warte mal kurz, ich hau mir kurz da einer Level up. T. Meisterhandler. Meisterdandler. Meisterhandler. Genau. Ich darf nur gern schauen, was der nächste Punkt ist. Kontroll. Ja, super klasse. Aber ich glaube, das ist der Punkt da, gell? Geh Level 14. Es ist ja wirklich zum Zerweifeln. Ich glaube, wir werden dieses Thema ad acta legen. Nein, grundsätzliches Bauen machen wir eh weiter. Aber das mit den Werkstätten, das können wir erst später machen. Nun stellt sich für mich eine andere Frage. Ich möchte gerne... Strukturen. Ich brauche Strukturen. Hast du gehört? Mhm. Holz. Da sind die Stiegen. Die habe ich gesucht und braucht. Man, brauchen tue ich es eh nicht, aber... Also ich darf das nämlich gern da miteinander verbinden. Man kann nämlich die KI der Siedler da aufgehen und sagen, ja, es ist schön... Es ist schön, dass er unser Kreuzer hinmachen will. Bandscheibenpflege, gell? Und ja. Warum hakelst du da jetzt nicht ein? Hä? Das ist schon das. Bitte du deppert herst da. Gut. Da. Genau. Wie du siehst, es schaut jetzt zwar scheiße aus, aber sobald wir andere Materialien haben, oder fortgeschrittener sind, können wir das dann einmal umbauen, gell? Da kommen dann unsere Läden rein, das passt einmal. Natürlich, der zukünftig agierende General, der Minuteman, braucht natürlich auch ein Eigenheim, gell? Nur bitte krieg keinen Schleim. Perfekt. Genauso wollte ich das. Wie du gesehen hast, ich bin ja ein Meister der Perfektion, gell? Also wie du siehst, da gibt's kein Wiederdingsbumsen. Das passt wie die Faust aufs Auge, gell? Millimeter genau habe ich euch das da hergestellt, schau. Millimeter genau, gell? Da kannst du mit der Wasserwaage hingehen, siehst du, dass das komplett verzogen ist. Aus. Wir dann das da her und dann das da her, genau.
Das wird so ein Schlauch, gell? Rezzo Schlauch, wie man dazu sagt. Und ja, der Rest passt dann. Gut. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir haben ja Backstein auch. Wie viel Beton haben wir denn? Naja, viel Beton haben wir nicht. Das wäre mit Beton nämlich noch geiler, weißt? Das würde dann so einen futuristischen Touch haben. Oder wir machen es aus Metall. Da bitte, jetzt hauen wir es beieinander. Da schau, ich nehm sowas. Das sind so diese kleinen, feinen Zimmerchen. Und das ist das Heimchen des General. Genau. Da stellen wir 4 Stück her, Türen dazu, fertig. Ja, natürlich, so einfach lassen wir uns nicht abspeisen. Türen, Säune, SO. Was haben wir denn da gehabt? Gibt's da Mauern? Ah. Ah ja, schau, erst da könnte man seinen eigenen Wald bauen. Erst, was sagst du dazu? Dazu sage ich nix. Ich bin einfach nur geplättet. Ja. Da kriegst du Plack. Ja. Was hat die Yang C zu bieten? Das sind die Mods dafür, gell? Das sieht geil aus schon. Boah, ich mein, offen und ehrlich gesagt, gell? Es soll ja, was ich jetzt so gelesen habe, soll es ja in Starfield auch so ein Siedlungssystem geben. Wie das dann genau ausschauen wird, kann ich da nicht verraten, weil ich auch nicht weiß, gell? Ich will es auch noch gar nicht wissen. Weil ich mich offen und ehrlich gesagt mittlerweile von solchen Dingen nicht mehr beeindrucken lasse. Das Spiel soll mir also fertig auf den Markt kommen und dann reden wir weiter, gell? Genau. So, oder? Da haben wir das einmal da so ein bisschen anpassen. Den Schaß. Mit Ohren. So. Ja. Na, holla die Waldfee erst. Da schaust du, ja? Ich hoffe, dein Status der Befriedigung ist jetzt genauso hoch wie meiner. Der sich sagt, geil, Kenny, das hast du wieder super angeklickt, gell? Das ist alles so super gemacht. Allein nur die Vorstellung dabei, dass ich zuschauen hab dürfen, wie du das machst. Das ist ein Wahnsinn eigentlich, gell? Naja gut, je mehr Blödsinn, dass dort schwafel, umso... Naja. Warte mal, ich habe eine Idee. Kann man das... Wieso überspringt er die Position da? Ja, das ist halt einmal was, ha? Da schaust du, wa? Ja, das ist geil. Erst, Alter, da kriege ich Gefühle. Regular Floors, was gibt's denn da alles? Gibt's Wände auch? Das wäre natürlich noch lustiger. Anscheinend nicht. Walls.
So da. Wisst ihr was? Wir machen da das nächste Mal weiter, da ich heute ja noch was zu tun habe und ich mich wieder auf eine 6-Tage-Woche anstatt 5 einstellen sollte, dann werden wir das Ganze jetzt da beenden. Und beim nächsten Mal werden wir eine reine Baurunde haben. Genau. Die nächste Episode wird eine komplette Baurunde, wo wir Sanctuary komplett so weit aufbauen, dass wir später dann uns mit anderen Sachen beschäftigen können. Genau. Also dann, ich hoffe, du hast ein bisschen an Spaß gehabt an der ganzen Geschichte, an den Schatz. Wow. Haha. Muss das nochmal umgehen. Ja. Wir werden uns dann das nächste Mal da durchhamstern. Ja, das schaut aber geil aus. Ja, das ist einmal richtig Heavy Metal. Bist du deppert. Und das in der Apokalypse, ja, da schaust du. Gut, also dann. Ich wünsche dir was. Ich hoffe, ich konnte dich mit 2 verschiedenen Formaten unterhalten, gell? Und ich bereite mich nun heute noch auf eine 6-Tage-Woche vor, habe noch ein bisschen was zu erledigen und in der nächsten Ausgabe machen wir dann eine reine Baufolge. Genau, bis zum nächsten Mal. Baba.